Der Psalmist schreibt in Psalm 46, Verse 2 bis 3a, Gott ist unsere Zuflucht, auch unsere Kraft. Er ist eine gewünschte Halb in großer Not. Deswegen wollen wir uns nicht fürchten. Wenn wir in Not stehen, dann wünschen wir manchmal Halb. Wünschen wir uns nicht manchmal Halb, dass jemand uns helfen wird. Der Psalmist sagt, Gott ist unsere gewünschte Halb. Und dort ist ein Dauer, wo hoffnungslos uns leer schien, auch wenn es so sieht, als ob die Welt sich würde umdrehen und dort die Bäume am Meer versinken würden, sagt der Psalmist. Wenn die Waters auch unschwallen würden, rügen und schäumen würden, dort die Bäume davon schadern würden. Auch wenn die Welt es dort wird sein, müssen wir uns nicht fürchten. Wir müssen nicht Angst haben, wegen Gott ist eine gewünschte Halb und der ist mit seinen Kindern. Wir als Christen haben den allmächtigen Gott, der unsere Herzen in alle Lehren beruhigen kann. Und dann sagt der Psalmist an die Verse 5 und 6, du bist ein Strom, zu dem Gott seine Stadt sich freut. Dort ist der Heilige Stadt, wo der Allerheiligste wohnt. Gott ist an der Stadt. Und deswegen wird der sicher bleiben. Gott wird dir helfen, wenn du Samarias anfangen wird zu dauern. Mit Gottes Hilfe wollen wir von der Samarias sein, was das meint, der Allerheiligste oder der Allerheiligste in unserem Leben zu haben. In unserem Bibelstudium handelt von einem treuen Diener Gottes, der eingestorben wird und zum Tod verurteilt wird. Wir wollen in unserer Betrachtung sein, wo der Festgenommene eine Nachfahrt seinem letzten Gericht friedlich schlupen können. Wie es sein Leben in Gottes Hände gelegt hat. Und obwohl er bereit wird, für das Evangelium zu sterben, entscheidet Gott seinen Diener durch Wunder zu raten. Und dieser Bereich hilft uns daran zu denken, dass der Herr, der alles regiert, mit uns ist. Psalm 46, Vers 12. Er ist unsere Zuflucht, auch unsere Kraft, er ist eine gewünschte Hilfe in großer Not. Wir wollen nun unsere Aufmerksamkeit auf den Text richten, den wir studieren wollen, Apostelgeschichte Kapitel 12. Und ich wollte gerade die erste Verse für uns lesen. Apostelgeschichte Kapitel 12, ich lese für uns Verse 1 bis 4 noch einmal. Dort sagt du, an dieser Zeit leidt König Herodes einige von der Gemeinde festnehmen, um die zu erleben. Und leidt Johannes seinen Bruder Jakobus mit dem Schwert tot merken. Und als er sagt, dass die Juden dort gefallen, dann ging er wieder in den Petrus auch fast. Und dort wir gerade der, wo sie angesührte Brot eiten. Und als er am erst festgenommen hat, dann leitet er am Anstappen und stellt Feiergruppen Soldaten an, von jeder Feiermann über am zu wirken. Und dann nur dort Passafast will er am dort Volk verstellen. Wenn er sagt verstellen, was meint dort? Ja, Krieg. Vom Gerecht bringen und dann schließlich zuletzt dort sie anbringen, nicht? Ja. Und so ist dort an den ersten Versen deutlich zu sein, als hat sich die Einstellung von den Juden gegenüber der Gemeinde oder der Kinder Gottes sich sehr geändert. Und wenn wir über einige Kapitel 3 blättern, dann ist dort klar zu sein, woran das dort geworden ist. Zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 47, sagt dort, der Kinder Gottes lobten Gott und hatten die Freude, dort an alle Menschen Gott tun werden. Und der Herr brach alle Tag Sonne an die Gemeinden an, die durchseilig waren. Alle Tag kamen mehr Menschen zum Glauben. Und in Apostelgeschichte 5, Vers 14, sagt es, du glaubten immer mehr Männer in Frühes und den Herrn in Warten wie an mit angeteilt. So an diese beiden Aufschnitten wird uns gesagt, dass die Zahl von Kindern Gottes ständig wachsen wird. Ständig. Und wahrscheinlich mögen die Juden sich sorgen darüber. Ja, wenn ein paar Menschen sich bekehren würden oder Christen werden, dort wir nicht mal so sagen euch, über Hunderte, Gottes Wort sagt Tausende von Menschen kommen zum Glauben. Dort hat Gott getan. Und die Juden hatten Angst, dass die Kinder Gottes zu bosig oder zu groß erwachsen wurden und die wurden dann nicht überstehen können. Und wenn ich an das
denken dann guten Gedanken zu den Kindern Gottes, die mal in Ägypten wären. Gottes Wort sagt, dass die Israeliten auch sein wurden, nicht? Und wer hat damals Angst? Ja, die Ägypter, nicht? Die hatten Angst, dass die Israeliten zu groß werden würden. Und dann würden sie ganz Ägypten übernehmen wollen. Und was tun die Ägypter dann? Ja, die hatten dort Volk Israel versklavt. Und Gottes Wort sagt, in 2. Mose Kapitel 1, Vers 12, über so viel Dollar sei die Tausaten, so viel Dollar nehmen dort Volk tau und verspreit sich, so dass die Ägypter dort unheimlich wird. Also sei wie dort nicht angewöhnlich wird, dass Gottes Volk wegen seiner Wurzeln dazu verfolgt wird, wie sein Überall, wo Gott an seinen Tiden sein Volk noch grader merken kann. Gott kann Verfolgungen brücken, um Wachstum zu bringen. Ich habe einen Fall für dann, wann das so dunkel Büten sind, nicht? An der dunkelsten Tiden, dann war es ein Pferden die Kirchen. Woran ist es zu dort? That's right. An der guten Tiden, wenn die Menschen das so möglich ist, dann fluten die, nicht? Die fluten Gott, die fluten die Kirchen, wegen es anfällt nicht halt. Die geht das gut, die sind zufrieden. Aber an den Tiden, wo das so Ursache fällt, entsteht, dann fingen die Menschen bei der Tränen die Kirchen zu kommen. Dann sind die ein bisschen mehr aufwarten zu Gottes Wort, dann werden sie von Gott weiten. Das fährten sie dort. Und damals wird es auch so dort. Als Bibelleser weit wie, dass das nicht das erste Mal wird, wo die Apostel verfolgt werden. Aber kam ihre Verfolgung von den Juden. In Apostelgeschichte 4 lesen wir zum Beispiel, wo Petrus und Johannes verhaftet werden, wie sie in Salomos Halle oder im Tempel Gottes von Jesus Christus predigen deuten. Sie werden vor die hohen Priester und Ältestes gebracht, die sie ernstlich driven deuten, dass sie von nu an zu keinem von Jesus reden sollen. Und Gottes Wort sagt, du nur versammelten sich Johannes und Petrus und andere Christen und sie lobten Gott im Gebet und sehten. Das, was sie gebet haben. Und nu kicken mal her, wo sie driven down, und gaf deine Kneis, dass sie Bruf dein Wort predigen. Die Juden, die sagten, predigt nicht mehr in Jesus in Namen. Und diese Kinder Gottes, die verfolgt werden, die lobten Gott, dass sie wird geacht werden, Verfolgung für Christus zu leiden. Ist das nicht eine wunderbare Einstellung? Und die haben zu Gott gebeten, Gott, gib uns Mut, wieder für die zu schaffen, den Wort wieder zu verkündigen. Wir haben nicht Angst, wir werden für die schaffen. Die Verfolgung, die Apostel an unserem Text leiden mussten, wir über das mal anders, als was sie vorher belebt hatten. Woran? Das mal werden die nicht von den Juden verfolgt, aber von Herodes, der kenne ich. Von den Obrigkeiten würden wir sein können. Die Juden werden unter strenge Gesetze, die sei in welcher Hinsicht sei hindern deuten, Kinder Gottes zu verfolgen, wie es die nicht genug Autorität hatten. Die hatten zum Beispiel nicht die Erlaubnis, Kinder Gottes bloß umzubringen. Die handelt nur tun, die werden aber nicht erlaubt, dort zu tun. Kann ich Herodes aber wie anders? Er hat alle Macht, die empfehlen, um Gottes Volk zu verfolgen. Und obwohl Gott die Apostel in den früheren Verfolgungen verschont hat, leidet er diesmal, dass Jakobus sein Leben für das Evangelium handeln muss. Jakobus sagt mal zu Jesus, dass er will wir von dort Leidensköffel Christi zu trinken. Und sein Tod bestätigte seine Wird. Er sagt zu Jesus mal, er will an Jesus in der rechte und linke Seite setzen, nicht? Und er wird der erste von den Aposteln, wird wie Jesus sagen können. Ist das nicht interessant?
Und über woran leid Gott dort tau, dass Jakobus sterben muss und über dort Petrus Luther gerat wird. Ist das nicht eine gute Frau? Dort leben als Fall so eine schwere Frauen. Einer schreibt, woran ist ein Kind körperlich behindert geboren und ein anderes sportlich begabt? So eine Frau als das können wir in diesem Leben nicht beantworten. Wirst wir nicht alles sein tun, was Gott sagt. Er hat beschlossen, dort Lieden an dieser Zeit für eine Zeit oder in dieser Welt für eine Zeit zu luten. Aber wie kann Gott das Leitung vertrauen, wie es er versprochen hat, zu lassen, alles Lieden weiterschaffen? Und über dann, weit wie, Gott wird uns helfen, ans Lieden zu bringen, um uns zu steuern merken und um zu verherrlichen. Du werden Zeiten kommen, wo so eine schwere Frauen kommen dann. Woran ist es das? Woran? Und viele Frauen können wir nicht beantworten. Aber Gott weiß, woran alles so ist. Und wir wollen anvertrauen, dass er uns leiden wird und du mir helfen wird. Uns wird nicht gesagt, woran Herodes Jakobus für die anderen Apostel anbringen will. Vielleicht hat Jakobus zu viel gesagt. Vielleicht wir heute auch mit seinen Reden. Der hat mal einen Spatznamen gekriegt, wer weiß, was das wir. Sein Bruder Johannes. Die wären? That's right. Die Donnerkinder. Und die hitzigen mit euch nicht. Da meint so viel, die wären manchmal im Bett. Vielleicht zu lüd, zu up, zu direkt. Und dort hat er vielleicht Trouble gebracht. Ein Ding weit wie über, dort Herodes von den Juden positive Aufmerksamkeit gekriegt hat, wie es ein von der Apostel Christi angebracht hat. In Apostelgeschichte 12, Vers 3, los wie ihr, und als er sagte, die Juden dort gefallen, ging er wieder in ein Petrus auch fast. Woran Petrus? Was glaube ich? Das ist auch so leicht vertan, nicht? Wenn du eine große Gruppe Menschen sein und einer abstunden muss, um durch eine Botschaft zu bringen, wer wird dort meistens? Petrus. Der wird wahrlich dort da. Und die Juden, die hatten auch nicht, so sagen, geglaubt, die haben wenigstens zweimal Eier festgenommen, wegen seiner Predigten. Und Herodes weiß, wenn ich nie was Gutes tun will oder soll für die Juden, dann will ich Petrus anbringen. Dann wollen sie Messiah gleichen. Also wenn einer an diese Dinge denkt, dann ist es deutlich, woran Herodes Petrus festnehmen und anbringen will. Und wie es die Juden ab seiner Sieg kriegen will, beschließt er Petrus fort, nur dort Passafast anzubringen, wie es dann wurden noch viel reisende Juden in Jerusalem sein, die alle zugucken können und dann dort die Information dann wieder verspreiten und alle sagen, Kimmel, was Herodes getan hat. So der hat Herodes alles menschlich ausgedacht. Aber Gott hat was anderes geplant, und jetzt kriegst du, was der Psalmist in Psalm 33 sagt. Er sagt, der Herr merkt, der Völker, ihren Ruht zu nicht. Und er merkt, die Menschen ihre Plans, dass die nicht ausrichten. Über den Herrn sein Ruht bleibt ewig stehen, und was er im Hart plant, steht ewig. So sagen wir manchmal als Menschen, wie planen was menschlich aus, und Gott sagt auf einmal, nee, das ist nicht, was ich will. Gottes Plan besteht. Und manchmal, was wir menschlich ausgedacht haben, dort mag dann geändert werden. Wir lesen in Apostelgeschichte 12, Vers 5, Petrus ward am Gefängnis gehalten, aber der Gemeinde bet ernstlich für arm zu Gott. Wir können annehmen, dass Petrus wisst, dass seine Geschwister im Herrn für arm beten deuten. Wahrscheinlich wie er einige der Eier mit an Taub, als sie für Jakobus beten deuten. Also, wo ist es dann möglich, dass Petrus an der Nacht vor seinen direkt so deep schlupen können, obwohl er weiß, was mit Jakobus passiert ist? Ein Kommentar sagt, ein friedliches Gewissen, eine lebende Hoffnung und der Trost vom Heiligen Geist kann Menschen beruhigen, auch wenn sie vor dem Tod stehen. Gottes Zeit zu halten, als wir dann, wenn die Lehr umschwanzen sind. Petrus, wir sagen, dass der Herr Krieg dort tun wird, was Gott am meisten verherrlichen wird.
Wanneer ik aan Petrus' vrede denken, dan moet ik krijg aan dat denken wat we eerst uit Psalm 46 top losen. Gott ist unsere Zuflucht, auch unsere Kraft, er ist eine gewünschte Hilfe in großer Not, doing, wo wir uns nicht fürchten. Petrus weiß, und wenn er geglaubt hat, er hat sich all völlig Gott handgegeben und dann, was mit ihm passieren wird. Er kann Deib schlupen. Würden wir schlupen tun? Der Herodes sagte am Morgen, wo ich die vor die Menschen bringe, dann wirst du angebracht worden. Und er kann Deib schlupen. Ich sehe nicht so ein Mensch ist dort. Und er hat auch die Familie Gottes, die ständig für ihn beten deuten. Und wir sollen nicht annehmen, dass jemand bloß gebet hat, dass Gott Petrus raten soll. Manchmal beten wir es dort nicht. Gott, heil am dort er gesinnt wird. Gott, do det. Gott, do det. No, Gott, dienen wollen soll je tun wollen. So haben die Kinder Gottes hier gebetet. Nicht bloß, dass Petrus soll geraten werden. Bitte zu glauben, als dass sie gebetet haben, dass Gott Petrus halten wird, bat in Christus treu zu bleiben. Und dass Gottes Willen soll tun wollen. Und all diese Dinge haben Petrus so eine Freude gegeben, sodass er in so eine Lehre aus der Deib schlupen kann. Gott wird nach nicht fertig mit Petrus. Also schickt er einen Engel, um ihn loszumerken. Lass mich Vers 6 weiterlesen. Danach, als Herodes am dort Volk feststellen will, schleift Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gebunden und bieten vor der wirkten die Wächter. So, die werden 4 Soldaten hier. 2 werden uns in die Hände gebunden. Mit Ketten, festgebunden. Die werden durch. In Wahrheit, die schlupen können sie es dort, als schwer zu verstehen. Und du bieten für diese 2 Soldaten wir noch 2 andere, die abpassen sollen. Und Gott hat ein Weich gefangen. Und das weist uns, dass die Menschen nicht was tun können, was Gott hindern kann. Gottes Wort sagt, in Vers 7, mit einmal stund dem Herrn sein Engel vor ihm, und an der Stuf scheint ein Licht an. Der Engel klappert Petrus an die Seite und wirkt am ab und sagt, stu schwin ab, und am fallen die Ketten von dir hängen. Und jetzt alles passiert, während Soldaten mal ein paar Meter aufschleifen. Und wie weit geht, wo dort fallen wird, plötzlich Maden im Nach abgewirkt worden. Wo ist dort? Geht das Schein? Wer kleine Kinder hat, weit Krieg, wo dort fällt. Das geht nicht Schein, wie viele manchmal ganz schlecht, manchmal sogar armaglich. Wie kann ich kurz klar denken, weil manchmal nicht einmal, wo wir sind oder was Raum uns angeht. Und Krieg so hat Petrus auch gefällt. Und deswegen muss der Engel ihm sogar helfen, sich umzutreiben und sich reite merken. Wir losen an die Verse 8 bis 11. Dann sagt der Engel zu ihm, hol den Belt an und bring die Schuhe taub. Und er geht dort und dann sagt er, trag die Kleider an und komm mit. Und dann ging er rüt und ging mit ihm mit und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was der Engel deed. Überdach, er sah eine Vision. Und als sie beim ersten und beim zweiten Werksposten vorbei waren, dann kamen sie bei dem eisernen Port, wo dort an der Stadt ging. Dort merkt sich selbst für an up und sie gingen rüt und gingen eine Gas lang und plötzlich verleiht der Engel an. Und als Petrus zu sich kam, dann sagt er, nie weit ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel geschickt hat, mich ut Herodes seine Hänge rüte raten und von all dort, wo mit den Juden regnen. So Petrus dachte, dass wir alles bloß eine Vision oder einen Traum haben. Ich mal so einen Traum gehört, was so klar war. Wir hatten gedacht, das ist wahrhaftig. Wir haben mal so einen Traum gehört, nicht? Und dann passiert was. Und dann weiß einer, okay, das kann nicht möglich sein. Dann weiß wir, okay, wir machen einen Traum. Dann stufen wir mehr kurz ab. Und so wie Petrus, er dachte ganz, wir bloß eine Vision. Aber trotzdem deut er alles, was der Engel ansieht. An einem Kommentar steht, solange Petrus dem Engel folgte, wir dort in Downward fahren wir, ob Soldaten oder eiserne Purten.
Und hier fingen wir eine sehr wichtige Wahrheit, die wir von dir mitnehmen wollen. Solange wir dem Wort Gottes folgen, und der Heilige Jesus ans Leben führen wird, dann darf dort nichts, was uns hindern kann, Gottes Wort und Gottes Willen zu tun. Die großen eiserne Puten, die vor uns stehen, die gingen für Salz ab. Na, ist das nicht wunderbar? Denkt wie auch an ein anderes Beispiel an Gottes Wort, wo die Menschen probten, alles zu tun, was sie können, so dass Gottes Willen wird nicht getan worden. Und das hat nicht was ich gemerkt. Habe ich ein anderes Beispiel? That's right. Die Daniel sind 3 Freunde am 4 Uhr. Die werden fast gebannt und alles, wie er gemerkt hat, die bloß keine Hoffnung mehr hatten. Und dann auf einmal stand Madenmank an, ein Engel. Und die werden ganz verschont. Hat wer noch ein Beispiel? Vielleicht auch Daniel im Löwengruf. Ja, Gott hat einen Engel geschickt, den Leben in Müll zu halten. Was haben sie mit Jesus in den Körper getan? Kreuzgenäht und dann? Mit den Tod, wo ihr leicht. Ja, ein großer Stein, der Feuer alt nicht, und dann das Tau gemerkt, sodass keiner das aufmerken wird kann, und dann weicht er durch ihr Saat, und das hat alles nichts getan. Auf einmal wieder ein großes Erdbeben, und der sorgt ein Engel ab dort große Stein, was weicht ihr alt wie. Groß wie ladig. Ist das nicht wunderbar? Der Mensch, der denkt sich alle Sachen uit. Und über von Gott wird wahr, dort steht er. Und wenn Gott seine Kinder zu was brücken will, er wird uns halten. Krieg dort zu tun. Krieg dort zu tun. Was er uns berufen hat. Vers 12 sagt, als er sich besonnen hat, dann kam er bei Maria ihr Haus, der Johannes Markus seine Mutter war, wo viele gekommen wären zu beten. Und so wie wir losen, der Gemeinde bet ernstlich für Petrus zu Gott. Und dann ab einmal stand Petrus gleich durch vor dem Haus, wo die Geschwister alle beten deuten. Was für ein wunderbares Beispiel von was beten dauern kann. Und als sie der übt mir und sahen sie arm und vervierten sich. Sie vervierten sich, Bruder, was glaube ich? Du wirst eine kleine Mjaltje und sie sah arm und sie mögte der hostig tau. Und dann ging drei. Und sie der andere, der Petrus ist hier, der Petrus ist hier. Und sie sehen der Ar. Das wird nicht ganz klar, nicht? Der Petrus kann nicht hier sein. Und sie sagt, nee, komm, kick, er ist hier. Und die gingen durch Hand, die mögen, der war da oben. Und die vervierten sich. Petrus wird da. Nicht, dass sie Gott gezweifelt haben. Die haben gebet, Gottes Willen soll getan werden. Die haben gebet, Gott, gib ihm Frieden am Hort, dass er sein Leben für die Hand leihen kann. Dass er wird kann treu bleiben, bat ihn. Und du stand Petrus. Die vervierten sich. Wenn Gott unsere Gebete beantworten würde und uns Kraft dort geben, wo nur wir beten, dann würden wir uns auch manchmal verfehlen. Und er tut. Er beantwortet die Fragen. Manchmal kriegt es wie beten da. Wir verfehlten uns, aber dann hast dich du nur, dann verjährten wir Fragen nicht, dass er das getan hat. Und wir danken Gott nicht genug, dass er uns die Gebete gehört hat und wunderbar beantwortet hat. Nicht als für Gott zu schwor, nicht als für ihn allmählich,
En krijgt zoals God damals weer als hij van dir ook nog. Doordat een dood wordt veranslicht, God verspreekt zijn Kinder te helpen en ihrem Wandel met hem siegerig te blijven, wanneer we am gehorchen en ons op hem ganz verlaten doen. En dat soort wie ook doen wel. Wij we dat niet vergeten. Amen.